Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Wir können gleich mal die Hypothese bestätigen, wie der Teleporter zum Lava gebracht wird, aber erst nachdem wir die Ratte hier getötet haben, die sich auch hier versteckt haben, die Biester. Wisst ihr, Deivel, wie die jetzt hier nochmal herkommen sind? Wahrscheinlich sind die auch zeitverzögert durch die Teleporterei gekrochen. Man weiß es als nicht. So, aber dieses Gedöns von wegen, unser Held ist ja ein paar Tage zeitversetzt rausgekommen, ist ja eigentlich auch nichts anderes als, um zu rechtfertigen, dass die Magier hier schon ihr Camp gemacht haben und dass die uns schon ein paar Berichte erstatten können. So, Geräusche wie von Telekinese. Mutter, hat geklappt hier. Warst du das nicht? Landeja. So, hier. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Sehr schön. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Mach ich Es doch. wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich Okay. werde es versuchen. Der gibt mir die Dinger leider nicht alle auf einen Schlag, sondern die muss ich einzeln abgrasen. Okay, dann gucke ich jetzt immer noch Myx hier, damit ich jetzt... Ah, genau, da steht auch schon Hey, der gute du. Herr. Damit ich jetzt nämlich auch die fremde Sprache Lehre lernen mich kann. Die hohe Sprache in der jeder. Bla 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 bla, so hier. Geh hin und erprobe dann. Bla bla. Und? Es gibt nichts mehr. Okay. Gut, perfekt. Und dann können wir jetzt hier noch die Attributssteigerungen machen. Lebensenergie, das haben wir auch noch gekriegt. Plus 5. Na? Ja, zu spät. Und das hier gibt plus 15. Haben wir nochmal 35 mehr. Wunderbar. Magie plus 3. Da haben wir Mana plus 6. Wundervoll. So. Jetzt können wir jeden Schampel lesen, der sich uns hier stellt. Und dadurch, dass ich schon Ritter bin, haben wir es auch erheblich leichter jetzt gegen die Gegner. Sonst wäre das relativ ätzend gewesen. Ach ja, genau, da kann ich ja auch noch gehen. Bevor ich zum Piratengebiet gehe, soll ich hier noch den Tempel da oben mir angucken und dann nochmal, wo der Fischer da gestorben ist. Den sollte ich mir vielleicht auch nochmal angucken. So. Gucken wir uns mal um hier. Okay, was gibt's denn hier Schickes? Ja, toll, gar nichts. Nicht mal irgendwas, was umgeschüttet wurde. Oh je. Hier ist definitiv Schmalhans Küchenmeister. Da ist nichts mehr zu finden. Außer, Ensami, Heilpflanzer. Und neue Kreaturen, Mantis sind das, glaube ich, oder? Fangheuschrecker. Okay. Nett. Im Prinzip so Mischung aus Minecrawler und Feldräuber. Der Feldcrawler, könnte man sagen. So, was gibt's denn hier noch? Ein paar Pilze. Und schon Schampel. Alle hopp. So, Blauflieder. Na komm. Nehmen wir es halt mit. Hier irgendwo in der Nähe von unserem Basiscamp, aber auch Richtung Sumpf, soll es jo den tote Fischer irgendwo geben haben. Irgendwo. Vermeintlich. So, schauen wir doch mal noch dem arme Hansel im Osten haben sie ja gesagt. Deswegen, das muss hier irgendwo sein. In der Stadtruine finden wir jetzt aber leider auch nichts. Nö, Eideles nix. Weidenbeere nehme ich erst gar nicht mit. So ein 5er-Kram brauche ich gar nicht mehr. So Zeug, was nur 5 Lebensenergie wiederherstellt, so kruscht brauche ich bei weitem nicht mehr. Aber Heilkraut nehmen wir mit. Das gibt immer hier 20 Lebensenergie zurück. So, was gibt's denn hier? Razor! Nein! Oh Gott, ich habe ja schon eine Minetalkast. Mistvieh! Aber er hat einen kleinen Hort, den er hier bewacht. Brrr. Mistviecher. Elende Mistviecher. Alle Hopf. Mana-Trank und Lederbeutel gibt's da noch. Gewitter erleidet. Da habe ich mich jetzt echt verschreckt. Damit habe ich nicht gerechnet. Und vor allem, was der Fuck Geräusche macht. 25er. Und es hängt sich nicht auf. Sehr schön. So. Puh, da hätte man jetzt auch die Armbrust nichts geholfen.
um zu gucken, was in der Ferne so lauert. Gewitterleid. Ja, in deiner alten Rolle-Spiele muss man immer höllisch aufpassen. So. Hier ist noch irgendwo was. Irgendein Varan. Irgendeine Art von Varan ist hier. Ich weiß nicht, ob ein normaler oder Feuervaran. Bei Feuervaran sollte ich auf jeden Fall rennen. Grobes Breitschwert. Okay, das ist wieder nur Müll. Heilkraut. Heilkraut nehme ich mit. So. Von einem anderen Salat brauche ich jetzt nicht so viel. Ah, okay, das sind Varaner und das sind Blutflieger. Okay. Komm her, du. Na? So, so geht das. Das nehmen wir mit. Und Varaner sind ja tierisch aggressive Viecher. So, da haben wir auch noch eine Hütte. Naja, ein Stehhaus auf jeden Fall. Keine Hütte. Ah, Statue. Die geht so auf und klingt merkwürdigerweise wie knarzendes altes Holz, obwohl das Ding aus Steh gebaut ist. Nett, dass man dafür kein neues Sound genommen hat. So, Bett, das können wir nutzen, nachdem wir in den Fischer gefunden haben. Weil im Dunkeln mag ich hier in dem Gebiet nämlich so rumturnen. Hier kenne ich mich nämlich echt nämlich aus. Im Add-on-Gebiet, es ist eine Ewigkeit her, dass das letzte Mal im Add-on-Gebiet war. Deswegen, da möchte ich, wenn möglich, nicht nachts rumrennen. Im Minetal ist das kein Thema, genauso wenn ich wie in der normalen Welt habe ich auch kein Problem damit, in Khorinis. Aber hier im Add-on-Gebiet würde ich ganz gern alles am Tag machen, so gut wie möglich. Yes. Kannst du mal bitte sterben, du dämlicher Varan. So, dankeschön. Das 16. Tag haben wir schon. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich schon in Gothic Ensmo gesagt. Ich bin einfach so jemand, der will immer die Sache in so wenig Tage wie möglich lösen. Dass es irgendwie am besten noch 8 Tage sozusagen durch ist, das ganze Spiel. Ich weiß auch nicht, das ist ja eigentlich unnötig, aber trotzdem. Huch, der Baum hat anscheinend einen kleinen Grafikfehler gehabt, sodass der einfach so zu durchqueren war. Okay, wie sieht's dann hier aus? Für Blutfliege scheint ja wohl schon Schlafenszeit zu sein. Da haben wir noch rostisches Schwert, Tränke. Aber die Bandite, ich weiß gar nicht, so großes Problem dürften die eigentlich nicht sein, die Jungs. Weil wir sind ja mittlerweile eigentlich ja relativ gut ausgestattet. So, wo war denn jetzt dieser blöde Fischer? Jede Menge Blutfliege auf jeden Fall. Sumpfgasdrohne, wäh. Ups, der war ein bisschen zu weit weg. Alter, du ekliges Kotzevieh. 100 bringen die. Puh. Nichts zu holen. Bäh. Widerlich. So, das sind auf jeden Fall auch neue Gegnertypen. Ja, der Sumpf zeugt immer noch davor, dass hier Adanos mal das ordentlich hat krachen lassen, wie wir schon gehört haben in der letzten Episode. Deswegen sollte man hier auch Wacht passen. Zumindest etwas Positives von dem Gebiet ist, dass wir im ganzen Add-on-Gebiet, glaube ich, keine einzigste Suchende finden. Also da haben wir wenigstens Glück, glaube ich. Das sind noch ein paar von den ekligen Sumpfgasdrohne wieder. Sumpfratte. So. Hier. Ah, na. So. Wäh. Oh. Kommt das Sumpfratte arg schwimmer? Komm her, du. So. Dann das nächste Saufi ist auch schon da. Die geben aber wenigstens ordentlich Erfahrungspunkte, die Biester. Da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Was bringen sie dann? Ah, sie bringen sogar 2 Fleisch. Das, was die Scavenger uns nicht gewährt haben, gewähren die uns da dafür. Naja, das ist eine gerade edelste Fleisch, was ich so fresse tät, aber lassen wir das mal außer Acht. Hey, du ekliges Vieh. Mann, aber ganz schön viel Schade, die Biester. Okay, ja, wo war dann nochmal dieser blöde Fischer?
Irgendwo an der Küste, haben sie gesagt, aber ich sehe hier leider nichts. Ich sehe hier nur Sumpfkraut. Hier ist noch eine Höhle. Naja, wir sollten mal speichern, nicht, dass noch irgendeine hässliche Erfahrung mit Höhle wieder machen. Wo mich das Ding wieder rauswirft. Was lauert dann hier? Molerats. Okay. Molerat ist in Ordnung. Dunkelpilz. Hätte sein können, dass auch ein Schattenläufer oder so hier drin lebt. Komm her. So. Molerats sind mir gleich. So. Ah, du kannst noch was ausgraben, wie es aussieht. Dunkelpilz haben wir hier noch. Noch ein Dunkelpilz. Da ist noch X. Das heißt, wir können hier was graben. Sehr schön. Das ist ja auch so eine kleine Erneuerung, die durch die Nacht des Rabenrei kam. Dass wir hier einfach noch ein bisschen was graben können. Und wie schaut's aus? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel und ein Trank. Sehr schön. Ah, sogar ein Trank des Lebens, der 20 Lebensenergie noch bringt. Sehr schön. Sehr, sehr schick. Und was an Lederbeutel haben wir dann da? 100er. Und oh, Gott sei Dank. Hat sich nicht aufgehängt. Alles klar. Sehr schön. Da war das vielleicht nur der Ende im Minetal. Der 100er Lederbeutel, der sich da aufgehängt hat, als ich ihn geöffnet habe. Naja. Hat sich dann echt partout nicht schließen lassen, das Spiel. Okay, aber bevor ich jetzt hier, glaube ich, zu tief in den Sumpf reingehe, sollte ich vielleicht tatsächlich wieder zurückkehren. Ich habe für die Scheißviecher nämlich wirklich hier die Armbrust. Ja, ist sicherer bei den Biester. Da ist nichts zu. Stimmt, die kann ich leider nicht flattern, die Viecher. Vielleicht ist es auch besser so. So. Mach so fertig. Gut, dann habe ich die fertig gemacht, bevor die mich erreichen. Sumpfratter. Ja, die Biester bringen schon ordentlich Erfahrungspunkte. Ich finde, da kann man nicht meckern. Butlerfleisch. Oh, 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 oh. Varaner. Und die sind schon auf mich aufmerksam geworden. Wir probieren Varaner jetzt mal mit der Armbrust. Eventuell geht es schneller. Schauen wir mal. Wenn das schneller geht als mit Schwert, dann in Zukunft nur noch so. Ein paar Pfeile, beziehungsweise ein paar Bolze braucht es natürlich. So. Ich glaube, das braucht genauso ewig, wie wenn ich mit dem Schwert drauf haue. Komm. Ach, Mann. Also Varaner halten leider jede Menge aus, merke ich. Komm schon. Alter Falter. Da kommt schon der nächste Arge gegammelt. Komm schon. Ach, ich habe keinen Bock, hier ewige Kämpfe gegen diese Mistviecher zu machen jedes Mal. Komm schon. Mann, oh Meter. Also ich glaube, ich sollte auch mal wieder auf Stärke skillen oder so. Naja, also den tote Fischer, den finde ich jetzt leider hier nirgends. Soll ganz in der Nähe sein. Wahrscheinlich liegt er irgendwo auf dem Weg, wenn ich jetzt zurückgehe. Bin ja mal gespannt. Aber, wie gesagt, ich will hier nicht im Duschdache durch die Gegend flitzen. Das halte ich für sinnfrei, da ich mich in dem Gebiet, in dem Add-on-Gebiet, bei weitem nicht auskenne. Oder bei weitem nicht mehr so gut auskenne. Ist ja schon etwas länger her gewesen. Ich kann ja gerade mal gucken. Vermissten war das, glaube ich. Die Leiche eines Fischers liegt in den Ruinen östlich des Lagers der Wassermagier. In den... Ah, da ist auch noch was zum Graver. Schade, dass ich da zufällig drauf gestoßen bin. Bin ich mal gespannt, was hier jetzt rauskommt. Und... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine alte Steintafel. Und eine silberne Schale. Sehr schön. Gut. Aber die Sache wird jetzt erstmal gepennt. Und dann schauen wir nochmal, ob wir nicht hier irgendwo noch was finden.
Leiche eines Fischers östlich. In der Ruine. Muss ja eigentlich dann hier irgendwo sein, ne? Theoretisch. Großartig sehe du ich jetzt auch noch nix. Na gut. Ich sehe jetzt leider auch nicht, wo ich zu dem Hi kommen könnte. Und wenn ich hier käme, ob mir das großartig was nützen wird. Aber wir können uns ja mal hier erstmal ein bisschen wieder umgucken. Oh, nee. Oh, macht den Varan platt. Schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Jetzt du, Mistvieh. Den prügel ich jetzt ab bis zur Wand noch hin. Weil Varaner haben vom Kampfverhalten her zwar sehr aggressives Verhalten, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, sind sie eigentlich hilflos. Dann können sie kaum noch angreifen. So. Dann geht es auch wesentlich fixer. Aber auf freiem Feld gegen Varaner kämpfe ist schon ziemlich lästig. So, ist der tote Fischer eventuell hier? Ja, da ist er doch. William. Ja, der wurde vermisst tatsächlich. Diese Notiz hatte der Fischer William bei sich. Der wurde vermisst von dem Typ am Hafen. Der uns gesagt hat, wo die Diebesgilde zu finden ist, wo wir hier schwimmen müssen. Der wurde vermisst, der Kerl. Dann gucken wir uns da mal an, was er noch verfasst hat. Silvestro war das, Lucia, Kanter. Ja, der Fischer William. William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Scheiße. Okay, also den Vermisster haben wir jetzt wenigstens gefunden. Auch wenn wir dort drüber jetzt leider nichts Gutes mehr zur Sache haben, aber der arme Kerl ist dann wohl tot. Sorry. Du könntest beim nächsten Mal, wenn ich in Korinis bin, nochmal Bescheid stoßen, dass der Typ wenigstens weiß, dass sein Kumpel tot ist. So, und hier können wir jetzt mal schlafen, neben einem schönen Feuer. Dann ist wenigstens warm hier, auch wenn wir ständig zugeregnet werden. So. Und schon sieht die Welt doch ganz anders aus. Es macht zwar noch dunner Geräusche, aber jetzt sind sie weg. Sehr schön. Gut, dann wissen wir Bescheid. Hoppala. So, So. Dann geht's jetzt zu den Piraten als nächstes. Das wird unser nächstes großes Gebiet sein, weil der Sumpf, wie gesagt, da gehen wir erst hier, wenn wir die Banditenrüstung haben. Ich weiß, ich könnte die eigentlich schon platt machen, die Jungs, aber trotzdem, es erspart uns einfach einiges. Und die ganze Bandite müssen wir sowieso alle killen dann, wenn das später auffliegt. Ah, da ist noch jemand, den wir kennen, oder? Das dürfte doch einer sein, den wir noch so kennen. Oder? Nee. Was bist du denn für einer? Doch nicht. Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. So. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Okay. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Greg kennen wir Du aber. stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Ach Gott, was ein Prahlhans. Hier. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Machen wir mal das. Ich muss ihn töten. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Tja. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Das wahrscheinlich, Ich ja. habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus.
Aber steht Sache, das hätten sie im alten Lager auch gesagt und gemeint, dass sie doch sicher wären und dass man nicht an die Erzbarone rankommt und im Endeffekt Pustekuchen war's. Naja, dann hier. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Ja, ja. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du Tja. meinst. Ja, der wird's besser wissen als ich, genau. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hört sich gut an. Dann hier. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Okay. Ansonsten ist es halt schade, dass man die Leute nicht, die man umbringt, nicht flattern kann. Weil so könnte man sich auch die Rüstung Wo ist euer besorgen. Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Okay. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Ah jo, immer doch. Aber erst einmal lasse ich den mal durchstehen, weil ich mag mich hier noch ein bisschen umgucken und mag nochmal diese neue Biester hier fertig machen. Weidenbeere, ja, das sind alles, wie gesagt, so Kleinigkeiten, die brauche ich nicht. Wie geht? Du Fangheuschrecke. Ja, die zielen schon ordentlich ab, die Viecher. 150 Erfahrungspunkte bringen sie. Herrsch du auf, du Gewitterputzer. So. Was die für Geräusche machen. Oh, der Alligator Jack kommt jetzt auch hinterher. Ui, Ein Mistvieh weniger. der kann aber echt was. Kopf der Fangheuschrecke. Kotz, das sieht aus wie irgend so ein Torso. Blachs. Okay, was gibt's denn hier noch? Ja. Das sind tatsächlich irgendwelche überdimensionierte Fangschrecke. So, ansonsten gibt es hier nichts Großartiges mehr. Ah doch, da hinten noch was. Da war da noch was. Heilpflanze, ein Schürhaker und eine Spruchrolle. Gut, dann ist hier noch Kruscht und hier ist noch ein Fangheuschrecker. So, zu dir komme ich mal runtergeglitter. Dann prügel ich dich bis zur Wand durch. Mach nicht so Geräusche. Und da mache ich dich dann so fertig. So, sehr schön. Bin immer gespannt, ob ich lernen kann, wie ich die Biester noch ausschlachten kann hier alle. So, hopf. So, herrsch du auf, du. Mistvieh. Yes, das wenn die mich dann amol losse täten und für 5000 A-Griffe hintereinander hätten, wäre das mal ganz nett. So. Komm schon her. Okay. Also die bringen definitiv was, die Viecher, an Erfahrungspunkte. So, dann mag ich jetzt aber hier nochmal in das Haus hier reingucken. Feuerkraut und jede Menge Pfeiler. Alles klar. Brauchte ich das Schwert noch. Stumme Zeuge von einem Bürgerkrieg wahrscheinlich hier, ne? Okay, dann. So, joink. Alles klar. Dann können wir jetzt auch wieder zum Alligator-Check gehen, nachdem das Gebiet hier einigermaßen gesichert ist. Aber, so. Ui, allmählich haben wir so viel Lebensenergie, dass man das wirklich schon die große Tränke brauchen. Wie viel haben wir dann an Lebensenergie? 373 haben wir derzeit. Nicht verkehrt. Okay,
Jackie Boy, du führst den Weg und führst uns den Weg entlang und dann würde ich sagen, leg los. Erstmal hier. Erzähl mir mehr über euch Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Gut, dann hier. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Okay. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Okay, dann. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Das Bist ist du auch bereit? Allee. Ist auch Allee, Kinderspiel. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Ein Armbrustschuss und die Dinger sind tot. Und außerdem bringen sie 120 Erfahrungspunkte pro Kill. Das ist schon ziemlich ordentlich. So, hier haben wir noch Quatsch. Dunkelpilz und so brauche ich eigentlich derzeit nicht. Da habe ich ja den Bonus schon geholt. Mal gucken, ob man jetzt die... Ah ja, die Erfahrungspunkte kriegen wir. Da können wir genauso gut ihn für uns rumturnen lassen. Nichts zu plündern. Ah ne. Dann lassen wir ihn halt das Fleisch holen. Bis er mal sagt, dass das reicht. Mole-Rats, ich weiß ja nicht, die sehen ja auch ziemlich eklig aus, die Viecher. Ob ich die so fresse tät? Boah. Okay. Dann folgen wir dem Kerl mal weiter. Führt uns ja sowieso ins Piratengebiet. Wir können dann auch noch die andere Sache, Doneve zum Beispiel, erforschen, wenn wir wieder zurückkehren. So. Ah ja. Genug von den Krischer-Viecher. So, sehr schön. Bringen ordentlich Erfahrungspunkte. So, 400 Erfahrungspunkte habe ich jetzt schon insgesamt gesammelt mit dem Typ zusammen. Ach ja, ach ja. Zu zweit ist halt immer einfacher. Da ist noch eine Höhle. Da können wir später auch nochmal hingehen, wenn wir von der Piraten wieder weggehen. Na, stirbst du mal bitte? Ah, okay. Das hat er jetzt erledigt. Der scheint ja wohl immense Stärke zu haben, der Typ. So. Ich glaube, da geht's dann runter zu der Sumpfratte, ne? Für die Jagd. Wenn mich nicht alles täuscht. Der Talkessel. Genau. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Jo. Machen wir doch. So. Ich freue mich dann als, warum so Krieger, wenn die wirklich so stark sind, warum die dann Leute wie mich dann als brauchen mit meiner geringeren Stärke und so. Naja. Uiuiui, der haut dort zweimal drauf und die Biester sind tot. Also entweder macht er 100% Crits und, oder er hat eine immense Stärke von über 300 oder sowas um den Dreh. Ein Mistvieh weniger. Der macht die Viecher echt einfach so platt. So. Ups. Ein Mistvieh weniger. So, und? Auch schon die Flattern? Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Okay. Und? Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Oh. Ziemlich zähe Biester. Ja. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Hatte ich vor. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Gut, dann kann ich die Biester ja noch ausschlachten. Ja, aber ich muss sagen, der Talkessel hier ist echt bombastisch. Der gefällt mir persönlich sehr gut. Schöne neue Welt, definitiv. Anders kann man es doch nicht sagen. Nicht so da ist plündern. Ah, die habe ich schon geflattert. Ja, schöne neue Welt.
Das sind teilweise sehr schöne Gebiete hier. Und diese Enya-artige Musik im Hintergrund und dazu noch dieses so heilig wie Zau. Meine Güte. Okay. Dann. Komm schon! Ja, ich bin ja schon tot, du Dappschädel. Pff. Komm schon, könnte ich dir auch sagen, wenn du hier in der Wand stecken bleibst, du Dummbeitel. So, was ist denn das für ein Hansel hier? Der Malcolm mittendrin. Du kommst nicht von hier, oder? Nö. Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Erstmal Kinderspiel hier. Joink. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Cool. So. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber der ist zurzeit nicht da. Okay. Dann. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Gut. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten. Ja, klar. Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Alles klar. Machen wir doch. Ja. Der wir noch sei Esser. Ihr könnt natürlich jetzt mal einfach alles stibitze. Grog, Käse, Brot, Woi, Schafsfell, alles fort. Perfekt. Käsau sagt was dagegen, also muss das so sein. So sieht's aus. Gut. Eigentlich ist unsere Zeit eigentlich schon beendet, mal wieder. Aber ich mag auf jeden Fall noch den Canyon machen, damit ich da einen saubere Cut setzen kann, noch sowas. Weil ich würde jetzt ungern speichern und cutte und dann nochmal das Programm beende, während der Typ hier herumrennt. Weißt du, Teufel, was passiert, wenn ich dann wieder ins Spiel reinkomme und den Spielstand lade? Ich meine, das hat ja nicht mal die Fackeln laden können. Da will ich ein bisschen, was passiert und ob es dann nicht mal den Typ richtig laden kann. So. Fangheuschrecke. Warte mal, war nicht hier irgendwo auch das Ding für den Teleporter? Ah nee, das kommt erst noch. Entschuldigung. Ein Mistvieh So. weniger. Eins. Ups. Gut. Dann flatter die mal. Oder nicht? So. Na, die will er auch nicht flattern. Okay. Hier muss dann irgendwo noch ein Aktivierungsgedöns für den Teleporter sein. Sag mal, kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Okay. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Gut. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Okay. Dann. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Sehr schön. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Okay, dann zeige mal. Unterricht. Was soll ich... Bla bla bla. Zähne ziehen, Tiere häuten und Bogen können wir noch lernen von ihm. Interessant. Okay. Wenn du mich... Palisaden? Oh, Geh Entschuldigung. einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Das war leider etwas übersprungen. Okay, dann sind wir jetzt aber auch hier durch. Aber eins möchte ich doch definitiv noch machen. Wüstenratte. Oh, die sind etwas hartnäckiger, die Biester hier. Kriegen aber nur 100 Erfahrungspunkte. So. Und diese äußerst epische Musik, während ich hier gegen 3 große Ratte kämpfe. So, Della. Dann haben wir nämlich hier was. Einen Teleporter. So. Nicht verrote.
dann geht's zu, wo war er dann? Da ist er doch wieder da. Warte mal. Der Landauer. Hier, bitte. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Was? Merci. Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Ja, gern. Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, Jo, danke. bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Saturas kann mich eigentlich mal, aber aller hopp. Dann ist es halt so. Da den ich ja was sage, ihr liebe Leute, das machen wir morgen. Und ich setze jetzt hier erstmal meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir mit dem alten Mecha-Zausel Saturas noch mal ein bisschen schwätzer werden. Und danach geht's direkt weiter zu den Piraten. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.